Streamen, starten, der Timmy Boy hat wieder mal nicht gelesen, aber das ist halt sein Problem, das hilft ja alles nichts. So, ich glaube, wir fangen ja an, bevor ich mich selber her. Bin mir nicht sicher. Irgendwie habe ich ja immer so den Plan, dass da im Nachhinein ein Video draus wird. Also für alle, die das im Nachhinein anschauen, das war mir ein Livestream. Warum ist da auch der Chat? Wer nicht da war, ist er der Kackfrisur. Ich hoffe, ich habe den richtigen Stream ausgewählt. Ja, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Aber jetzt machen wir einfach einmal Folgendes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, habe die Ehre, ich bin's, der Birger. Gestern, all of a sudden, scheißt uns Rockstar Games ein neuer Trailer von GTA 6 her. Ist mir natürlich sofort mitgeteilt worden in unserem sehr belebten Discord-Server. Da haben wir gedacht, ja, scheiße, gestern, kann ich nicht. Machen wir halt heute eine kleine Besänftigung dazu. So wie wir das vor, warte mal. Ja, mittlerweile 1,5 Jahre. Es ist völlig utopisch. Ich habe extra nachgeschaut. Der erste Trailer ist im Dezember 23 gekommen. Das war vor 1,5 Jahren. Der absolut utopische Scheiße, wie lange das dauert. Leute, ich sehe gerne Donations, Text umlesen. Ja? Outet euch selber, wer nicht gelesen hat. So, was wir mir heute lernen. Hoffentlich, ich hoffe, ich schmatze nicht wieder tot oder sonst irgendwas. Wir schauen uns jetzt miteinander den Trailer an. Wenn wir das jetzt bei einer Bürgerbesänftigung immer machen, wir schauen uns einmal den Trailer durch an, ohne auf Pause drücken, ohne Fake-Kommentare, ohne alles. Und dann Stiegel für Stiegel. Und dann unterhalten wir uns also ein bisschen mit dem Chat, was da so los ist, was siehst du davon jetzt, was ich davon jetzt, und dann sehen wir schon, was der ganze Bums kann. Ist das ein Plan? Ich darf schon sagen. So, jetzt mir gaff, dann machen wir das da her, machen wir das in den großen Bildschirm und dann machen wir so. Erst einmal habe ich die Ehre an alle im Chat natürlich, ist ja sowieso klar. Galaxy, merci, Mario, merci, Schluss mit Donations, die werden nicht angezeigt in Besänftigungen. 7.5.25, ich war dabei, der Opa war dabei. Den nächsten Trailer schauen wir uns dann Dezember 26 an. Es ist auch, halt, stopp, bevor wir anfangen, noch eine kleine Information. Sie haben ja ein neues Release-Datum angekündigt, also nicht irgendwann 2025, sondern sie haben es nochmal verschoben auf den 26. Mai 2026. Was ziemlich genau in einem Jahr ist. In einem Jahr und 3 Wochen ungefähr. Also wir müssen uns noch eine ganze Weile gedulden. Und ich glaube, so als kleine Entschuldigung haben sie uns den Trailer hergeschissen. Das ist normalerweise nie ein gutes Zeichen, wenn ein AAA-Game, vor allem eins von einem Kaliber GTA, was, ich weiß nicht, was für Spiel auf diesem Planeten größer ist als GTA, außer Minecraft. Vielleicht noch. Und, was haben wir noch so, was in der Liga spielt? Ich wüsste kein einziges. Außer eine eigenen Spiele wie GTA 5 oder Red Dead Redemption 2. Darum bin ich sehr gespannt drauf, was uns da jetzt erwartet im Trailer 2. Der Trailer 1 war nicht schlecht. Wir werden sehen. Da darf ich jetzt einfach mal sagen, rein damit und dann sehen wir schon. So. Ich sitze mir da so, ich mache mich absichtlich so groß da herin, dass wir hoffentlich so viel vom Beutel verdecken, dass wir nicht sofort wieder aus dem Leben geclaimt werden. Ich hoffe, das ist kein Stress. Wenn was Wichtiges ist, dann voll auf Zeiten. So, bitte lehnen Sie sich zurück, holt euch was zum Trinken. Der Trailer dauert 2 Minuten 46 und ist straight von Rockstar Games selber und schauen wir, was passiert. 3, 2, 1, los geht's. Amaze me. Meerrauschen. Zauberhaft. Nur die Vorwänge auf Zeiten. What you doing up there? Sofort wieder der Florida-Flair. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants. Well, that's why you came by? Just go get me my checks. See you, Brian. Das scheint mir der männliche Hauptcharakter. Oh, da ist das ein Buffet. Kruzifix. Hi. Saubere Umkleide. Hillbillies im Truck. Easy. Oh, nettes Detail. Schauen wir uns nachher gleich an. Bullen schubsen Schwarze. In den USA offensichtlich auch nichts Ungewöhnliches. What's your name? Jason Duval. I seen you here before. You might have. Aha, wir holen die Holde aus dem Knast. Das haben wir im Trailer 1 schon gesehen. Hey. Dass wir schmusen, eine Ocean-Kamera halten und ballern. You, stay. Busen. The new beginnings. You break the news, isn't it? Trust me, this place is just the start for us. Ring the bell! Shots, baby!
Du, der fette Sidekick. Matters is who you know and what you got. Gonna do this? Das glaube ich, haben wir auch im ersten Trailer schon gesehen. Die Kleidel. Yo, D, this full effect? And they got your name, Die schauen address, gefährlich and aus. everything. Das war's mit den Knien. Us cops, we gotta protect each other. Korrupte Bullen. Narische Tussis. Schläger. We got this. We got it. Oh. Oh. Und schmusen und ballen. Und lauter Narische. Und Come to Bill's Ammunition today. We got more guns than the law allows. America! Fuck yeah! Und schon wieder ein Arsch gegangen. Immer nur Arsch gegangen. Hey, if you got friends, can you hook me up, please? Wieder der fette Sidekick. So, halt, stopp. Waren das schon 2,5 Minuten? Gib mir vor, wir 10 Sekunden. Heilige Scheiße. Was zur Hölle haben wir jetzt da eigentlich gesehen? Schmusen und ballen! Und Arschgegangen! Moment. Ein Endscreen müssen wir da lassen. Da sind wichtige Informationen, die ich als PC-Spieler schon wieder überhaupt nicht leiden kann. So, abgesehen davon, dass wir uns wahrscheinlich alle einig sind, dass wir uns eigentlich nicht so gut finden, dass da jetzt 2026 steht und dann auch noch Mai. Aber lieber dauert es ein wenig, aber das habe ich schon bei vielen Spielen gesagt, lieber dauert es ein wenig, bis es rauskommt. Und ist dann fertig, was meistens nichts gebracht hat. Ich sehe schon, die Reaktionen. Vice City, Bitch! Hat super hingehauen mit nichts sagen. Ja, Herr Winky, was tut der Jack Black im GTA-Trail? Das war auch mein erster Gedanke. Der fette Sidekick schaut so ein bisschen aus wie der wie der Jack Black. Habe ich mir auch gedacht, jetzt muss ich da ein bisschen auf Zeiten fahren. Was mir da überhaupt nicht gefällt, dass da unten nichts von Steam, PC oder sonst irgendwas steht. Was mir aber ein bisschen, ja, aber das wird nicht helfen. Captured on PS5. Also, erster Eindruck ist mal, verdammte Scheiße, es hat den Eindruck, als wären das Ingame-Cutscenes, was wir mir da sehen. Das ist nicht irgendwie ein extra produzierter Trailer, vielleicht teilweise, ja, aber ansonsten schaut mir das sehr wohl nach Ingame-Geschichten aus. Und wenn das Ding so ausschaut, auf einer PlayStation 5, also bist du besoffen, wie soll denn das hauen? Lebenskünstler schon ausgesprochen nichts sagen, das finde ich ehrlich gesagt nicht. Denn ein Trailer ist dafür da, um, wie soll ich sagen, den Vibe des Spiels zu transportieren. Und das hat der erste schon richtig gut hingebracht, der erste Trailer, und ich finde der zweite noch viel mehr. Man sieht einen Haufen verschiedene Charaktere, man sieht Action-Sachen, offensichtlich kämpft sie da irgendwann einmal in einem Ring gegen irgendjemanden. Da muss man wieder vorsichtig sein, sonst kommt der wütende Bürger mit der Vogue-Keule, weil sie ist jetzt auch kein Grischball nicht, aber glaube ich, dass sie Vollgas Leid vermöbelt. Bei Hermes ist es wieder ein bisschen anders, da hat man direkt am Anfang gesehen, der hat ein Kreuzbein an und ist ein dermaßen ein Büffel, dass ein Tosen scheißt. Und. So, was ich jetzt da tue, ist, gehen wir einfach den Trailer mal Stickel für Stickel durch und wenn was Interessantes passiert, dann drücken wir auf Pause. So sieht das aus. Aber der erste Eindruck, es vermittelt dermaßen den Vice City Vibe, also GTA Vice City, hoffe ich, hat jeder da herin gespielt, wer es nicht gespielt hat, spielt auch in so einem Miami, Florida Flair und so wie sie Vice City für uns als Kinder damals da herum angefühlt hat, so schaut GTA 6 aus. Und das bietet eine Spielfläche von absolut narrische Sachen, dass die lustig sind, die krass sind und alles ist legit so. Das kaufe ich dem Spiel ab, dass diese Stadt oder wo auch immer man ist, vielleicht ist man in mehreren Städten, das weiß man noch nicht so wirklich, glaube ich, außer irgendwelche Vollgasnarrischen, die diese Trailer schon wieder auseinandergelegt haben, Frame für Frame. Ein bisschen ein Gameplay war nicht verkehrt gewesen, sonst absolut Hype. Ich meine, was erwartet's denn vom Gameplay? Seien wir uns ehrlich, was erwartet's denn, was du sagst beim Gameplay? Ich glaube nicht, dass sich das recht groß zu anderen GTAs ändert. Ja gut, wir wissen zum Beispiel nicht, vielleicht sind so narische Mochen noch First Person draus. Oder es gibt die Möglichkeit zu einem First Person. Hat es im 5er gegeben? Ich glaube schon.
Ich glaube, als 5er habe ich schon so, warum habe ich nie das letzte Mal GTA 5 gespielt? 2016. Weiß ich, vor 10 Jahren, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass es einen First-Person-Mode gegeben hat. Ist aber auch vollkommen wurscht. Schau mir the menu and I know the game. Aber ja, hast schon nicht ganz unrecht. Also Gameplay dauert sicherlich auch nicht schon. Das kommt aber, glaube ich, frühestens ein halbes Jahr vor Release. Wenn es überhaupt was herzogen. Ich meine, was erwartest du vom Gameplay? Schau dir GTA 5 an, GTA 6. Das ist aber auch gleichzeitig so ein bisschen der Knackpunkt bei mir. GTA war eigentlich schon immer dafür bekannt, die Messlatte von Spielen von da nach da hier anzuheben. Und mir geht so das Neue ab. Ja? In GTA 5, was mich da absolut geflasht hat im Vergleich zu den alten Teilen, ist, dass du auf einmal diese 3 verschiedenen Charaktere gehabt hast. Ein Michael und einen Vollgasnarischen und was weiß ich. Die alle komplett unterschiedlich sind und die Story sie zusammenführt. Und ganz furchtbar offensichtlich, ich meine, jetzt ist klar, nach dem ersten Trailer hat man noch so ein bisschen gemunkelt, ja, kann man da bloß sie spielen oder ist er ein Side-Character? Also es ist mehr als offensichtlich, dass man beide Charaktere spielen kann und es war ein gewaltiger Rückschritt, wenn man bloß einen Charakter spielen kann anstatt 2. Und jetzt gibt es halt neue Arschphysics, schreibt der Christoph. Da hat er absolut recht. Ich glaube auch, deswegen haben sie es dann lieber nur mehr ein Jahr verschoben. Und was mir auch noch als Detail aufgefallen ist, ich glaube, ihr Arsch ist in jeder Szene unterschiedlich groß. Mal ist es so, mal weiß ich was es ist. Es wird ein Koop-Spiel à la Split-Fiction. Das glaube ich nicht. Das wäre blöd. Das war blöd, die 3 Charaktere. Wooden Beef bist du Psuffer. Das war die lustigste Scheiße ever. Du spielst mit Michael umeinander und 2 Stunden später wechselst zum Trevor und der liegt irgendwo in einem Kuhstall und faselt irgendwas, dass er die Kuh gefegelt hat im Saurausch. Das war wann ist das rausgekommen? Vor 12 Jahren, das war absoluter Geniestreich. Kein Mensch hat damit gerechnet, das war der Wahnsinn. So, fangen wir mal nochmal von vorne an. Warum nicht? Ich drücke einfach auf Play und wenn ich was Interessantes sehe, wo man vielleicht ein Augenmerk drauflegen könnte, dann drücken wir mal auf Start und dann schauen wir uns die Gaudi an. Da wieder, fängt ähnlich an wie der erste Trailer, hat halt einfach diesen Florida-Meeresflair irgendwie so. Strand und Bungalows am Strand. Und Musik passt super gut dazu. Alles. Vogel. What you doing up there? Da kommen wir eigentlich sofort auch mehr auf Pause da. Ich schwöre dir, wenn das hier in-game Cutscenes sind, ja, Cutscenes. Ich glaube nicht, dass dann die Ingame-Grafik recht weit davon weg ist. GTA und Rockstar ist eigentlich schon immer dafür bekannt, dass das, wie soll ich sagen, aus der aktuellen Konsolengeneration grafisch alles rausholt, was irgendwie möglich ist. Aber dass dann Ingame auch wirklich so ausschaut wie da. Ich meine, schau dir mal, die Glänzer, die Haut von ihm, die Muskeln, wie dermaßen echt, dass das ausschaut. Du siehst sogar, das weiß ich natürlich nicht, ob das bei euch im Stream so geht, du siehst sogar seine verdammten Haare an die Füße. Darum kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass das auch wirklich Ingame-Grafik ist, aber recht weit weg ist es nicht. Da bin ich mir auch sicher. I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some Fixing some Leaks. Was denn für? Zum Beispiel die vom Leak vom ersten Trailer. time on your hands. I got some properties with paying tenants. Oh, that's why you came by? Schau dir mal das Brackel, Alter. Und das meine ich mit dem Detail gerade. Du siehst sogar, also natürlich siehst seine Brust, das ist jetzt so nichts Besonderes, aber wenn ich da auf den Oberarm schaue, dass diese Haare sich sogar anscheinend richtig im Licht spiegeln und dann nicht mehr dunkel, sondern hell sind, ist halt schon absolut narrisch. Absolut narrisch. Und es ist offensichtlich, das ist Jack, glaube ich, heißt er. Das glaube ich ist auch das erste Mal vorgekommen. Es kommt das auch im ersten Trailer vor, weiß ich nicht mehr. Ist der Hauptcharakter und wir kriegen unsere Bonnie- und Clyde-Geschichte. Und das kann richtig gut sein. Es kann richtig, richtig gut sein. Just go get me my checks. See you, Brian. Wer Love immer you, Jason. der Dicke da unten ist, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich sein Vermieter oder irgend sowas. Da wollte ich vorher schon auf Pause drücken, weil ich sehen wollte, ob die alte fett ist oder nicht, aber anscheinend schon. Deswegen schaut er wahrscheinlich auch nicht die und sagt, okay, bye. Da gibt es jetzt mal sauber eine Umdrehung. Jetzt haben wir in einem lockeren den habe ich vorher beim Ohr. Gut, dass ich auf Pause gedrückt habe. Rechts hinten steht der Shisha und offensichtlich liegt irgendein Junkie daneben. Und das ist halt genau Waschbär auf der Mülltonne. Wo war der mal? Ich hab den Waschbär übersehen. Da müssen wir nochmal zurück. Wo war der Waschbär? Wo war der Waschbär? Achtung, für genau das haben wir da. Wo ist der Waschbär? Ich sehe keinen Waschbär. Wo ist der Waschbär? Wo ist der Waschbär?
Wo war der Waschbär? Ich sehe hier keinen Waschbär. Er tut auf alle Fälle da hinten Laub blosen, anscheinend. Aber das ist ja nicht der Typ, der die anderen aus dem Knast holt. Das ist doch ein anderer. Sehr gut aufpasst, Steffi. Ich glaube schon, dass er das ist. Warum? Denken wir gleich. Ich sehe keinen Waschbär. Ob ich die auch vorher schon auf Pause drücke? Das ist einfach, der Trailer soll einfach die Welt vermitteln. Und wenn ich da so umeinander fahre und sehe dann diese zwei Hillbilly-Typen hinten in einem, ich finde, der Pickup kann noch ein bisschen abgefuckter sein und ein bisschen kaputter sein, sitzen da hinten drin, dann weiß ich sofort, was geschlungen hat. Ja, wir sind in fucking Florida und da kann alles passieren. Was ich jetzt da absolut feiern darf, ist, wenn die da hinten einen Pool drin haben. Interessante Perspektive, by the way. Wie er da Auto fährt. Ist wahrscheinlich zwar ein Cutscene, aber vielleicht ein Hinweis, dass man so mit den Autos umeinander fahren kann. Warum auch nicht? Nächster Punkt. Er wird angestarrt von zwei Tussis. Ich meine, er ist ein unfassbar gut aussehender Kerl. Ich meine, da braucht man jetzt keine Alte da herin irgendwas anderes verzeihen, dass nicht leicht feucht ums Hosal wird, wenn er sicher einer vor dir steht. Da braucht kein, nein! Da weiten, ja, das ist mit zwei Muskeln. Hör auf! Hör auf! Wo haben die Damen im Chat? Birger hat das Motion Capturing für den Jason geliefert. Was hab ich? Natürlich. Ich bin die Vorlage. So sieht's aus. So, warum ich da auf Pause drücke? Sehr wichtiges Detail. Ich hab's sehr cool gefunden in GTA San Andreas, das übrigens auch 20 Jahre alt ist. Fuck, bin ich alt. Er trainiert da und in GTA San Andreas hat man das auch da kennen. Das war eigentlich ziemlich cool. Da hast du die ganze Zeit Fastfood und so einen Scheiß fressen können und dann bist du mit der Zeit wirklich fett worden. Und du hast genauso trainieren können. Dann bist du entweder dünn geblieben oder halt, du hast nicht trainiert, bist du viel gelaufen und so einen Scheiß und du hast da Muskeln aufbauen können und so und bist dann wirklich ein Brackel geworden. Hat einfach Spaß gemacht. Und das gehört, finde ich, zu einer immersiven Welt gehört das dazu. Ist schon ein bisschen ein Schnitzel, der Typ. Da bin ich, ja, sechster ist der nicht da, na, ist wenigstens ehrlich. Der Dean Toretto schreibt, du wirst ja sogar als Mann feucht. Ich urteile niemals über das Aussehen eines Mannes. Ja? Weil sofort, ha, geil! Aber ich bin ja auch kein Behinderter, nicht, ein bisschen schon. Aber ich sehe natürlich auch, dass das die Ausgeburt von Attractiveness ist. Man kann vielleicht drüber streiten, ich lasse mir nur eingehen, okay, ein bisschen viel ist schon, aber ich finde es da in dem Fall jetzt nicht zu viel. Aber vielleicht ein netter Hinweis, dass dieses Muskelaufbau-Ding und Fett werden und so einen Scheiß wiedergibt. Und auf das nächste Detail, da erinnert mich Steffi dran, ich hoffe, ich denke dran, sagen wir es so. Denken wir dann hoffentlich gleich. Da haben wir auch wieder 1 Million Details, was mir beobachtet. Erstens einmal, was ist das für Biersorten? Ich kann es nicht lesen, weil es so unscharf ist. Warum ist denn der scheiß Trailer eigentlich in dem 4K da? Oh, wo ist er? Vielleicht sollte ich mich umschalten. Verdammt. Ab! Was steht da drauf? Ist das das Pisswasser? Ich kann es nicht lesen. Was ist das für ein Bier, das er da ausgedruckt? Halt! Halt! Ich kann es nicht lesen. Patriot? Kann es sein? Mizi! Sogar noch eine rote Pfeilung drauf. ATM. Das ist ein Mizi. Ja, beste Szene. Pisswasser, was sonst? Müsste Patriot-Bier sein. Ja, ich glaube auch, dass das Patriot heißt und nicht Pisswasser. A new billionaire every week. Was haben wir da noch? Thank you, wahrscheinlich für einen Dreh ausgetragen. Da haben wir ein Salatbladel. Und da oben ist ein Mizi, das ist, oder? Das ist die beste Szene im ganzen Trailer. Und die zweitbeste kommt da. Hockt der draußen. Ist total wahrscheinlich pumpenvoll getriggert wie Sau. Und geht noch schnell einer von der Seite. Ah, die kippen Redwood. Da hab ich jetzt nicht aufgepasst. Steht da Umdrehte auf den Plakat. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Leonida Marine Center. We support all marine life. Offensichtlich ist der Jack Teil von Peter. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Ob er eventuell sowas wie bei Sea Life oder irgendein Scheiß arbeitet oder halt so als Meeresbiologe oder irgend sowas. Ist eigentlich immer eine coole, wie soll ich sagen, der Zwiespalt zwischen Genie und netten Kerl und Wahnsinn, dass er eigentlich ein guter Kerl ist, ja?
und hilft da irgendwie, was weiß ich, das Meeresleben zu unterhalten. Es ist ja grundsätzlich ein sympathischer Zug, aber gleichzeitig ist er halt wahrscheinlich auch ein Gangster, der das Faustdick hinter die Ohrwaschel hat. Weißt du nicht Jason? Scheiße, was hab ich gerade gesagt? Was hab ich gerade gesagt? Hab ich was anderes gesagt als Jason? Jason, falls ich nochmal was anderes sage, der Protagonist heißt natürlich Jason. Ist auch wieder perfekte Szene, um zu vermitteln, wie es da zugeht. Ja, aggressive Bullen und so weiter und so fort, wie es in echt da ist. Ja, das ist ja nichts, was es in echt nicht gibt. I'm here for Lucia Caminos. Da hat man jetzt kurz was gesehen. Das auf was Steffi hinweist. Muss ich ein bisschen auf die Seiten gehen. Seht ihr, wie lang da seine Haare sind? Mal aufpassen, das sieht man besser, wenn sie sich ein bisschen bewegt, dass er da mindestens 2-3 cm lange Haare hat. Moment. Seht ihr das? Stehen hinten sogar ein bisschen weg. Und jetzt pass auf. Szenenwechsel in den Knast, wo er sie jetzt rausholt. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your Und das ist wieder er, weil er dasselbe T-Shirt hat. Ja, das ist dieses Sea Life-Zeug. Leider Gottes sieht man jetzt da keine Tätowierungen, aber da hat er auf einmal kurze Haare. Aber er stellt sich halt als Jason vor. Wurscht, Jack oder Jason, ist das gleiche. Ja, habe ich Jack gesagt, kann auch sein. Ist ja wurscht. Aber er heißt Jason. Das ist für mich das, und ich glaube, ein bisschen ein Kitz an Bord hat er auch. Was das für mich für ein Zeichen ist? Wie in Red Dead Redemption 2, was ich auch ziemlich cool gefunden habe, wenn du Ewigkeiten nicht zum Border gehst, für alle Preisen, die gerade zuschauen, zum Friseur, dann wachsen mit der Zeit deine Haare und dein Bart und so weiter. Und du kannst halt das umstylen oder abrasieren oder einfach wachsen lassen und so weiter. Und das war in Red Dead eigentlich schon ziemlich cool. Und ist für mich da ein Hinweis, dass das 100%ig da das Gleiche ist. Und das nächste, was ich da daraus schließe, in vielen Spielen ist es nicht so, dass dein individuell erstellter Charakter 100%ig genauso in die Cutscenes ausschaut. Ist oft nicht so. Ist oft auch schon so. Da schaut dann alles in der Cutscene ziemlich gut aus und mittendrin stehst dann du mit deiner pinken Rüstung und mit deinen blauen Haaren und mit deiner gelben Haut und so ein Scheiß. Aber wenn du hergehen kannst und deine Haarstyles anpassen, und ich glaube, das sagt man bei ihr nachher auch, die hat einmal einen Zopf, mal hat offene Haare, mal hat's das, mal hat's das. Und du schaust dann in die Cutscenes, was das da definitiv ist, genauso aus, wie du dir die gestylt hast und was du auch für Gewand du hast und so. Was es mir das sagt? Das hier ist Ingame-Grafik, meine Damen und Herren. Und wenn das Spiel auf der PlayStation 5, gut, hat es dann vielleicht 4 FPS, aber ist ja wurscht, so ausschaut, sagt mir das als PC-Spieler, ich kann es halt dann mit 8 FPS spielen. Aber es schaut gut aus. Ja. Ihr wisst schon, was ich hinaus möchte, oder? Ist das plausibel? Was meint ihr? Denke schon. Ich denke schon. Wo ich will und wann ich will. Und in welcher Farbe ich will. What's your name? Jason Duval. I think you heard before. You might have. Hey, Da sagt man es nochmal. Das ist 100%ig er. Leonida Marine Center steht da vorne auf seinem T-Shirt. Man sagt leider Gottes jetzt gerade keine Tätowierungen. Oh, ohne Scheiß, schau dir das so. Ich schwöre dir, immer natürlich einen Trailer immer mit Vorsicht zu genießen und wie die ausschauen. Ich sag bloß der Witcher 3 Effekt. Werde ich nie vergessen, wie das, glaube ich, 2013 oder so auf der E3 im Trailer ausgeschaut hat und wie es dann 2015 tatsächlich ausgeschaut hat. Nicht falsch verstehe, Witcher 3 schaut unglaublich gut aus, aber das, was da uns im E3-Trailer damals gezeigt worden ist, über 10.000 Jahre, waren schon nochmal Weltenunterschied. Darum ist es natürlich mit Vorsicht zu genießen, dass das so ausschaut. Was der Teufel auf welchem Gerät Rockstar diesen Trailer gerendert und zusammenbaut hat, kann man nicht vorstellen, dass das auf einer PlayStation oder auf einer Xbox so ausschaut. Das ist heute für unmöglich. Hey.
So, was wir jetzt auf alle Fälle mal Stück für Stück analysieren müssen, ist, ob ihr Arsch wirklich von Szene zu Szene größer oder kleiner wird. Was ich absolut lustig finden der ist, wenn du mit ihm Muskeln aufbauen kannst und so und die bei ihr irgendwie um deine Figur, vor allem auch was ein Arsch und was Depp oder was auch immer halt, was so die weiblichen Dinge sind, konzentrieren kannst, keine Ahnung, kannst zum Schönheitschirurgen gehen und kannst einen Depp vergrößern lassen oder sonst irgendeinen Scheiß, da die eigentlich sau witzig finden. Im Chat hat gerade noch was jemand geschrieben, was mir jetzt entfallen, da hätte ich jetzt nicht drauf aufpasst. Sie hat eine Fußfessel. Interesting. Die Frage ist, die kann es ja eigentlich nicht. Geht es in die USA, dass man aus dem Knast kommt, muss aber nur eine Zeit lang eine Fußfessel tragen? Gibt es wahrscheinlich schon. Naja, auf alle Fälle dreht sich, glaube ich, das ganze Spiel um Schmusen und Ballern. und gebärfreudige Becken. Das ist die Hauptsache. Weiter geht's. Soundtrack ist übrigens super awesome. Da muss ich kurz einfach, da gibt es nicht recht viel dazu zum Song. Da muss ich aber einfach einmal kurz auf Pause drücken, damit nichts passiert. Ich tue das für euch. Ja? Ich tue das auch ein bisschen für mich. Jetzt euch nicht oben, aber ich tue das auch für euch. Okay? Weiter geht's. The new beginnings. New Beginning. Scheint mir so ein bisschen zusammenzuhängen mit der Story, dass sie aus dem Knast kommt. Vielleicht wollen sie ihr Leben so ein bisschen auf die Reihe kriegen und keine Scheiße mehr bauen. Und das wird halt wahrscheinlich gehörig in die Hose gehen. Vielleicht ist das so ein kleiner Hinweis, in was für eine Richtung die Story geht. Und die Story wird ganz furchtbar wichtig. Und es wird das Allerwichtigste in diesem Spiel. Zumindest bei Release. Der Multiplayer interessiert mich da noch so gar nicht. Solange die PC-Version nicht da ist, wird es auch nicht recht viele Roleplay-Server geben. Aber sobald natürlich die die PC-Version da ist, werden wir natürlich auch groß ins Roleplay einsteigen. Für das auch nicht. Dann ist die Zeit gekommen für den Foodlab Franz und seine Crew. So sieht's aus. Das ist wichtig. Ganz furchtbar viel Witz zwischen einer zwei als Bonnie und Clyde und so weiter. Das ist einfach wichtig, finde ich. Trust me, this place is. Da habe ich mir beim ersten Durchlauf schon gedacht, ist das sie? Das habe ich mir bei mir, das ist so kurz, die Szene, dass ich nicht erkennen kann, ob das sie ist oder nicht. Trust Ist das sie? Die hat ja gleich die Warnweste an. Ja, aber woher? Wann? me, this place is just the start for us. Moment, wo hat sie die Warnweste noch? Sagt man sie in einer anderen Szene nochmal mit der Warnwesten? Ist das sie? Was ich nämlich daraus schließe ist das ein Cutscene oder muss ich wirklich dann Müll sammeln? Ich komme offensichtlich ja aus dem Knast mit ihr. Kommt noch? Okay, dann müssen wir noch mal schnell warten, dann bleiben wir noch mal schnell stehen. Merken wir uns das, Warnweste, Müll sammeln und der Polizist passt auf so eine kleine Gruppen. This place is just the start for us. Ihre Haare haben auch wieder anders. Zwar so Zepfel gehabt. Der dicke Sidekick. Der Jack Black. Offensichtlich ein guter Freund von uns, was auch immer der tut. Und was er da hinten geschnupft hat, das weiß ich nicht, aber es war mit Sicherheit kein Schmeizler. The only thing that matters is who you know and what you got. Wie gesagt, ich tue das natürlich auch ein bisschen für mich, aber auch hauptsächlich für euch. Okay? Da ist jetzt ihre Arsch nämlich schon wieder viel größer, wie er das vorher war. Zum Beispiel, wenn es da das Zeug aufpickt und so. Der Trailer muss ja nicht chronologisch die Story darstellen. Ist natürlich selbstverständlich absolut richtig. Da schaut die auch wieder anders aus, hat ein anderes Gewando und so weiter. Und wenn das wirklich alles cut da hinten rechts ist auch wieder eine dermaßen eine Quadratscheißen, also es jetzt spät ist. Ich glaube, in dem Spiel gibt es keine Mädels mit weniger, mit einem normalen Arsch. Das ist, glaube ich, die Hauptmessage, die transportiert worden ist. Gonna do this. Die hat doch da ein viel größeres Becken. Wenn du mich fragst, der kleine nicht Depf. Ich weiß nicht, die oberflächliche Bürger schaut wieder nur auf die an. Ja, aber das fällt mir halt auf. Was soll denn machen, wenn der Arsch kleiner ist oder größer wie vorher? Gonna do this. We're doing it right. Ah! Sicherlich hängt das also ein bisschen am Kleidungsstück, das ist mir schon klar. Und trotzdem ist doch der kleiner.
Was? Oh, da ist der kleine Mann! Ich muss genau in der... Ich schaff's nicht, ich bin einfach zu blöd, ich lass mich jetzt krass ablenken. Jetzt halt. Der ist doch kleiner mit da! Proportional. Ja, spreng ich, proportional. Gonna do this, we're doing it right. Ab in die Disco, ein bisschen dancen. Da haben wir es dann zum ersten Mal anscheinend mit irgendwelchen Gangstertypen zum Tor. Die sind auch dermaßen nicht brackeln schon wieder, dass ich sage, Bruder, gibt's das? Der nimmt die und tut die... Der tut die weg. Du kannst mal Gift draufnehmen. Mit Sicherheit irgendein Story-Element, wer auch immer diese Gruppierung ist. Schaut jetzt mal im ersten Moment nach so Gangstertypen aus. Dann wird abgehaut. Gute Frau, ich weiß nicht, aus was für einem Stock du da springst. Aber mit Sicherheit einmal nicht aus dem ersten, sondern mindestens aus dem zweiten. Und ob das deine Genehchen überleben. Au! Halt, stopp! War er gerade einer von den Gangstertypen? Nicht, gell? Aber da haben wir es jetzt offensichtlich mit einer Polizisteneinheit zu tun. Us cops, we gotta protect each other. Und mit dem Chef davon. Da haben wir natürlich auch Narische, die einfach irgendwo, was weiß ich, wer das sein kann. Vielleicht auch irgendwo Teil eines Quests. Was werden BL heißen? Mag ich es wissen? Eigentlich nicht. Aber ansonsten auch alles, der Detailreichtum da auch im Hintergrund ist. Da fährt irgendeine Straßenbahn umeinander, da haben wirklich richtig authentische Graffitis hinten am Schädel dran, überall so Vegetation, da ist nichts irgendwie, da ist nichts in der Szene, ist da irgendwie verschenkt. Selbst da oben an der Straßenbahn haben so ganz typische Graffitis dran, nehme ich mal an, man sagt es nicht gescheit. Da wird sich schon Mühe gegeben, habe ich das Gefühl. Es war irgendwie komisch, wenn man sich fürs größte Spiel der Welt, neben Minecraft und vielleicht nur irgendwas, und Roblox oder irgendeinem Dreck, das ernsthaft größte Spiel, da keine Mühe nicht gibt. Das war ja irgendwie komisch. Selbst auch die Tattoos schauen auch dermaßen echt aus, die Haut schaut dermaßen echt aus, spiegelt sie echt mit der Schattierung und so, wenn das Ingame-Grafik ist, dann zerreißt das sowieso ein Shell. Das ist wichtig. So, wem haut sie da aufs Maul? Am Typen oder am Weiberleid? Fix. Wir kommen gleich wieder Frame für... Ah ja. Komma und Punkt. Sie haut da definitiv am Typen aufs Maul. Aber... Und so wie sie das macht, ist sie offensichtlich bewandert in Kampfsport. Ist die Frage, ob man ihr das abkauft. Ist es der Jack? Ich kann es nicht genau erkennen. Er könnte es sein. War komisch, wenn nicht. Ah, das ist er schon, glaube ich. Kaufe ich natürlich ab, dass der die Leute umeinander wirft wie ein Behinderter. Aber ihr, dass sie Brackeltypen verprügelt und so, habe ich schon wieder Jack gesagt. Jason! Verdammt! Jason! Entschuldigung, Jack, Jason, ist mir wurscht. Wir nehmen ab jetzt Fridolin. Ah, schau den Fridolin an. Beieinander wie ein Viech. Was mir jetzt noch nicht aufgefallen ist, ob er in unterschiedliche Szenen unterschiedlich beieinander ist. Das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Aber sie hat permanent andere Haare. Haben wir genau bei der richtigen Szene, wollte ich vorher auch schon stehen bleiben. Da hat unsere Lady offensichtlich einen Granatwerfer in der Hand und ballert damit Bullenautos über den Haufen. Und was habe ich denn erwartet von einem GTA 6? Mit Granatwerfern und Raketenwerfern auf Bullenautos ballern. Kann ich in echt halt nicht mehr. Sitzen wir in GTA, hey, da geht es dann. Krieg vielleicht auch einen Stress, aber ja. Und offensichtlich fahren wir da gerade mit irgendwas, wo das Dach fehlt, so wie mir das da anschaut. Schau dir die Explosion an. Lass mir die nochmal ablaufen. Warte mal. Zack. We got it. Au. Sicher tue ich das auch für, ich sag's gerne auch zum 8. Mal, ist mir wurscht. Ich tue das natürlich auch ein bisschen für mich. Aber auch für euch. Trotzdem erkennt man in der Szene natürlich mehr als ein gebärfreudiges Becken und ein Arsch, der nochmal größer ist als vorher. Offensichtlich hat es bloß noch ein BH, was auch immer da los ist, aber offensichtlich kämpft man da in irgendeinem Flugzeug. Ob das jetzt eine Passagiermaschine ist oder eine Militärmaschine,
Oder überhaupt ein Flugzeug, ich meine, ich weiß es ja nicht, das müssen unsere, was für ein Fahrwerk. Sprenge, du Trottel. Der Kaiser schreibt, die haben auf der offiziellen Seite nur Haufen Bilder von der Map hochgeladen, musst unbedingt nur anschauen. Definitiv Flugzeug. Spandex. Meinst du, ob dieser Spandex ist? Was denn? Am Schluss gibt es einen Bremsstreifen. Wieder ein bisschen schmusen. Da haben wir einen Prince. Spielt auch mit. Im Hintergrund, oh, das muss ein guter Freund von uns sein. Das ist der Jack. Der Jason halt! Und ihren Namen habe ich sowieso schon wieder vergessen, das ist eh scheiß wurscht. Ja, auch wichtig. Was haben wir da wieder? Selfies machen. Gibt es da eigentlich auch irgendwelche Hellhäutigen in dieser Szene? Nicht einen. Dominion Hot steht hinten, sie holt ihren Arsch aus dem Auto. Also, sag mal, geht's in Florida wirklich so zu? War da schon mal jemand? Die sind wirklich atomare Depp und so, das ist das Einzige, wo ich aufschauen kann. Ansonsten wieder die Detailverliebtheit, die Randsteine auf und oben, die haben Löcher drin. Da wächst ein bisschen ein Graszeug außer und so. Die Autos schauen brutal gut aus. Nix verschenkt. Was haben wir da? Da haben wir dann wieder das Nightlife. Da hinten haben wir einen Tanga. Nur Tussis mit Mann, was soll ich da mal sonst hinschauen? Sag! Das ganze Battle ist vorher Tussis-Depp von Erschen und ich sitze da. What? Ich lasse das jetzt mal unkommentiert in Zukunft. Hat's den nicht schon in GTA 4 gegeben und in GTA 5 auch diesen vollgasnerischen Waffen? Hat's den nicht in Vice City sogar schon gegeben? Bin mir nicht sicher. Und die alte neben ihm, die hat auch schon wieder eine dermaßen Holz vor der Hütte, dass du einen Vogel kriegst. Was ist da? Da steht sie, die PlayStation 6. Wo? Wo ist da? Heilige Scheiße. Da liegt tatsächlich ein Gamepad. Ist das dem PlayStation Controller eigentlich am nächsten? Ist das ein richtiger, den es schon gibt? Weiß ich nicht. Aber wo steht Play? Da steht tatsächlich, die habe ich einfach gar nicht gesehen. Da steht eine Konsole. Hochkant, schmal, deutet auf eine PlayStation hin. Stell dir mal vor, die haben von Sony die Konzepte für die PS6 und haben das Ding da eingebaut. Stell dir das mal vor. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass PS6 so ausschaut. Kann ich mir nicht vorstellen. Gamepad ja, Konsole ist eigentlich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Schau dir das volle Bier an. Was für ein volles Bier? Also ich sage natürlich ein volles Bier, was soll damit sein? Birger, das Bier hat Kohlensäure. Schau mir auf das Bier. Ja und? Und meinst du jetzt den Detailgrad von dem Sprudelscheiß oder? Ich mein's Detail, eine Flasche ist warm, eine ist gekühlt, Wassertropfen außen. Ach, das meinst. Das ist jetzt ein Detail, das ist schön, dass du mich da darauf hinweist. Das ist wirklich absolut narrisch. Das eine ist halt halbert leer, das andere ist halbert voll. Dann die Wassertropfen halt raus. Das heißt nicht, dass Kohlensäure hat, sondern dass es gekühlt ist und nicht und das eine warm und das andere nicht. Hat nichts mit der Kohlensäure zu tun. Aber ich glaube sogar, dass das halberte hat auch Kohlensäure drin. Denkt man nicht gescheit, warte, da muss ich mir noch mal zugehen, ob sich das bewegt. Da leckt tatsächlich. Das ist ein krasses Detail. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein heftiges Detail. Heilige Scheiße. Jetzt sind wir wieder da, wo sie die Warnwestnutzung anhat. Wir haben ja vorher gesehen, wie sie vorher die Warnwesten angehört hat sie 2 Zipfel gehabt. Also bin ich jetzt gespannt, ist mit Sicherheit Teil der Story, dass du so Bewährungsauflagen oder irgend sowas hast und dann Sozialstunden machen musst und so. Und dann war es cool, wenn man sie eben dran halten kann oder halt auch nicht. Ich habe die Fußfessel dran, ich darf mich vielleicht bloß bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Gebiet aufhalten, kann mich dran halten oder eben halt auch nicht. Coole Idee. Wenn es so kommt, ich meine, ich weiß ja nicht. Wenn es so kommt. Hey.
Das haben wir auch im ersten Trailer schon gesehen. Da glaube ich geht es sogar direkt in dieser Sumpflandschaft los, da wo dann die Flamongos umeinander fliegen und so weiter. Was interessantes Detail ist, das ist offensichtlich der Jason. Jetzt hätte ich schon fast wieder Jack gesagt. Wir können mit einem Helikopter fliegen. Das hätte mich ja gewundert, wenn nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetski fahren, haben wir das wir zwar? Jawohl, das haben wir. Man kann auch Jetski fahren. Man kann sich mit Sicherheit auch so Yachten kaufen, die wo da hinten stehen, 100%ig. Fliege, Action-Szene, Auto klauen, wieder an Roshi gelangen, ist eh klar. Rumgeballert, mit dem Motorrad fahren. Ist das nicht sogar ein Jack Black seine Stimme? Nochmal? Achtung! Hey, if you got friends, can you hook me up, please? Ja, nur hinterher. Ich glaube, am Anfang ist ein Jack Black seine nicht, aber am Schluss aussehen. Can you hook me up? Hört sich dermaßen nach Jack Black, oder das ganz aus ist. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Trailer. Ist jetzt nicht so, dass er mich so vom Hocker flasht, wie das der Einser da hat. Aber er gibt schon sehr viel mehr Einsicht in das ganze Spiel und was zu erwarten ist und so weiter und so fort, als das der erste da hat. Rockstar ist da anscheinend sehr vorsichtig. Ich meine, der letzte Trailer ist 1,5 Jahre her, das ist ja völlig narrisch. Und da steht halt auch mit dabei, weil es schon wieder einige in den Chat reinschreiben, Captured on PS5. Da muss ich jetzt so ehrlich sein, auch wenn es Rockstar ist oder wenn es GTA ist, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Anders kann ich es nicht sagen. Wir haben ja schon so oft auch von richtig großen Spielen getrollt worden, Trailer zu finales Produkt und dass nochmal ein Jahr verschoben worden ist. Mindestens, ich meine, sie kennen es ja immer noch, vielleicht fällt ihnen nächstes Jahr im März ein, so mit, ja, mach mal Trailer 3 und schreibt 2027 drauf, weil wir haben nicht ansatzweise so fertig, wie der Trailer oder die 2 Trailer, die sie erzeugt haben. Kann immer noch passieren. Ja. Was sagen wir? Watch Dogs E3 2012 comes to mind. Bei mir ist Witcher 3. Wobei Witcher 3 dann brutal gut war trotzdem, aber trotzdem hat es in der E3 besser ausgeschaut. Der Weedflair schreibt, Birger, es wird ja auch vermutet, dass man einen dritten Char spielen kann und der ein Polizist ist. Was saugeil! Was, dass man beide Seiten... Es war eigentlich der logische nächste Schritt im Vergleich zu GTA 5, weil da frage ich mich schon lange, wir wollen es das noch cooler machen. Richtig cool war, wenn du beide Seiten spielen kannst. Einmal die Bonnie und Clydes auf der Besenseiten und einmal einen Bullen auf der guten Seite. Mit dem dann nicht wurscht ist, dass da einfach einmal, oh, ey, schau mal da auf den Rand da stehen 20 Leute, warte mal, links, schnell rechts, und lenk wieder nach links. So, wie viele Sterne haben wir? 8, ja, passt, habe ich dere. Weißt du, wie ich mein? Und wo das dann eventuell auch Konsequenzen hat, wenn du sowas tust. Verlierst vielleicht deinen Polizistenjob und so weiter. Weil wer weiß, irgendwo müssen sie auch einen draufsetzen. Und das da die richtig cool finden. Vielleicht ist das der Cop, der da gesagt worden ist mit We have to protect one each other. Vielleicht ist er das der. Wer weiß das schon. Und dass man mit dem auch korrupt oder so werden kann. Ja, natürlich. Du kannst ihn auf gute Weise spielen und du kannst ihn aber auf die Base spielen. Genauso war es natürlich auch cool, der Jack und sie, Jason und sie, was hab ich mit dem Jack, Alter, ich verstehe es nicht. Dass die vielleicht ja gar nicht einfach von Grund auf besser sind. Die wollen ja eigentlich vielleicht auch bloß ihr Leben aufbauen. Und das kannst du eventuell auf die gute Art und Weise, dass du nichts feiert, oder halt auf die Gangster-Art und Weise. Maximale Entscheidungsfreiheit, damit der Singleplayer in diesem Spiel vielleicht ein bisschen mehr Gewicht kriegt als in die alten Teile. Und das sagen wir uns ehrlich, die alten Teile, die speist du einmal durch und gut ist. Und vielleicht noch zweites Mal ein paar Jahre später. Aber so, dass ich das als Good Cop oder Bad Cop durchspielen kann, oder als Good Bonnie und Clyde und Bad Bonnie und Clyde. Da die hart feiern. Sag ich dir freiwillig, wie es ist. Meine Damen und Herren, ich hatte ursprünglich die Idee, dass wir mir 20 Minuten brauchen. Das ist ja wieder mal ordentlich ins Höschen gegangen, meine Damen und Herren. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Wo kann ich jetzt da hier?
So, da wir jetzt dann gleich den zweiten Stream starten um 20 Uhr mit Island Tale. Das interessiert die Leute, die das vielleicht im Nachhinein anschauen, überhaupt nicht, aber schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Schreiben Sie mir in die Kommentare hinein, was ist von Trailer heute. Vielleicht kann man da drunter noch ein bisschen umeinander diskutieren. Ich bedanke mich ganz aufrichtig und herzlichst bei allen Zuschauern, die live dabei waren. Und wir sehen uns in einer Viertelstunde. Wer Bock hat, wir spielen mal Island Tale Tavern. Und dann da die sagen, sehen wir uns in einer groben Viertelstunde. Dann baue ich schnell einen Stream um und dann schleicht ihr hier da oben in den anderen Stream. Da gebe ich euch jetzt noch schnell einen Link in den Chat hinein, damit ihr gleich wisst, wo der Wind daherweht. So, ihr Steuerung V, habe ich da reingeschissen, klickst auf, da sehen wir uns in einer Viertelstunde. Und dann sage ich noch ganz kurz ein Dankeschön an den Chrissy Let's Play. Merci für deine Subscription. Geisi, merci für deinen 20er. Ich habe ihn schon gesehen. Watson, Dani, merci, Wulfrig, Obatster, Nico, Galaxy, alle anderen. Ich habe es extra da oben reingeschrieben. In Bürgerbesenfungen gibt es aber keine Donations, weil sonst wären wir nicht fertig. Sehen wir uns in einer Viertelstunde. Ich hoffe, es war einigermaßen aufschlussreich. Trailer kriegt von mir eine... Er flasht mich nicht so wie der erste, weil da war es etwas nice. Er hat mir einen Haufen Neues gezeigt. Der kriegt von mir eine 8,5 von 10, vielleicht eine 9 von 10. Mit Gameplay, was den Trailer vielleicht aber auch wieder kaputt gemacht hätte, für das, was er wahrscheinlich sein will, hätte es vielleicht eine 10 von 10 gekriegt. Eigentlich ist er 10 von 10. Ich sage nichts, was irgendwie beschissen wird da drin. 6 von 8 GTAs. Ich glaube, das ist so das Fazit. Hat Spaß gemacht zum Anschauen. Es war mir ein Fest. Wir sehen uns in einer Viertelstunde oder vielleicht irgendwann. Hauen Sie sich hinein. Bis zum nächsten Mal. Pass auf. Streamen nicht, beenden nicht. Da machen wir jetzt keine Tröte, weil der Nachschau-Squad ist, aber ich weiß es eh, da kommt einfach die Tröte und danach mag er Schlupf oder irgend sowas. Bis in einer Viertelstunde. Habe ich dir dabei. Merci fürs Zuschauen. Like da lassen, Abo da lassen, was das eh was ist. Und wenn nicht, dann bist du Kackfriseur. Bis zum nächsten Mal.